Dieser Beitrag ist komplett unausgeglichen und erzählt nur die Hälfte der Geschichte. Der Reto, der ist hässig und hat darum einen hässigen Kommentar auf Instagram gepostet. Aber hey, vielleicht ist ja die Kritik vom Reto durchaus berechtigt. Wo bei SRF können Fehler passieren und genau darum gibt es einen Weg, wie du eine Beanstandung einreichen kannst und dich beschweren, anstatt einfach nur einen hässigen Kommentar zu schreiben. Jede Regionalgesellschaft hat ihre eigene Ombudsstelle. Wenn du also eine triftige Kritik hast zu einem redaktionellen Inhalt von SRF, dann meldest du dich bei SRG Deutschschweiz. Wenn es etwas ist zum Programm bei RSI, dann meldest du dich bei SSR, Swisser Italiana Corsi und so weiter. Du weißt, wie es geht. Sie schauen das Ganze inhaltlich an und überprüfen im Detail, was passiert ist und ob gegen ein Gesetz verstoßen ist worden. Das Ganze halten sie nachher in einem Bericht fest. Sie sind quasi eine Art von VermittlerInnen. Sie können aber auch nicht einfach zu SRF Einstein gehen und sagen, dieser Beitrag muss gelöscht werden, oder zu Kassensturz gehen und sagen, das muss alles inhaltlich abgeändert werden. Aber sie können zwischen Beteiligten vermitteln. Wenn der Beanstander oder die Beanstanderin nicht zufrieden ist mit dem Bericht der Ombudsstelle, dann kann er oder sie weitergehen zur UBI. Die UBI ist die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen. Vielleicht ein bisschen missverständlich durch den Namen, Online-Beiträge gehören hier natürlich auch dazu. Die UBI überprüft dann, ob die Einschätzung der Ombudsstelle stimmt, also ob gegen ein Gesetz verstoßen ist worden oder nicht. Falls es so ist, kann dann die UBI auch Massnahmen ergreifen, anders als zum Beispiel die Ombudsstelle. Wie du siehst, es gibt einen Weg, Kritik anzubringen und Fehler zu melden. Aber wie wir alle wissen, von zum Beispiel Social Media, ist nicht jede Kritik gleich relevant. Also wenn du dir zum Beispiel, wie mein Grossvater, über die nicht geraden Schädel von Moderatorinnen beschweren, das ist zum Beispiel kein Fall für die Ombudsstelle. Grosspapi. Welche Kriterien erfüllt müssen werden, findest du auf der Webseite von SRG Deutschschweiz.